Bon, lief Kolleginnen und Kollegen, lief Vertreter von der Presse, so nicht merci, dass Sie ein Kehr die Mitte nur als im Höchstpunkt der Muren rumkommen sind. An denen 11 Meint, die zentral im letzten ordentlichen Kongress, den 21. April 2013 zu Eilering war, als viel geschieht. Ich meine, das hat man zwar die Kasoen. Demos waren nicht von Neuwahlen jetzt, wie wir zu Eilering zu Summe waren. Die nächsten Wahlen sollten letztes Jahr am Mai sein. Wir haben Demos bei diesem Kongress den Bilan gezogen von 4 Jahren CSV-LSAP-Koalition und von 25 Jahren Beteiligung von der LSAP und einer Koalition mit der CSV an den letzten 30 Jahren. Das soll doch so ziemlich den Schlussbilan sein von der Koalition, weil 2,5 Monate nach unserem Kongress sollte es zu Neuwahlen kommen und zu der ersten Koalition ohne CSV seit 35 Jahren. Es ist gefragt, den Bilan zu ziehen vom letzten 10. ordentlichen Kongress und bis zur Regierungsbildung zwischen DP, LSAP und Grün. Rein technisch gesehen, als während der Zeit schon vieles geschieht. Wir haben viel geschafft, wir haben es mitgemäht. Das Resultat lässt ja auch weisen. Den 10. Juli war Debatte über das RAL-Enquetebericht, den Auslöser für Neuwahlen. Du haben wir an den 4 Bezirken Listen abgestellt, ganz sicher wird das geschehen. Die Listen waren für die in unserer Geschichte paritätisch. Es war auch ein Undeel von 37% von Jungen unter 35 Jahren auf diesen Listen. Wir haben sie den 2. August auf einem außerordentlichen Kongress zu Boneweg angeholt, die Listen. Am haben sie mitten am August deponiert, am haben all die Administrativhürden gepackt, die da zusammen hungen, mitten an der Vakanzenzeit. Am August haben wir das Wahlprogramm aufgestellt. Und wir haben noch eine NACO, die auf Membern alle Guten erweitert war, die auch durch Stimmrecht hatten, Anfang September angeholt. Wir haben noch eine kurze, aber intensive Wahlkampagne an den Bezirken gefordert und ganz Land mit unseren Wahlzeitungen erreicht. Auf das Resultat gehe ich ja nur nach ran, trace mich durch den finanziellen Bilan nach von der Wahlkampagne. Aber das auch politisch am Land viel geschieht. Das ist eine Periode hier am Land benennen gegangen. Und zwar die lange, historische Regierungsperiode, die von 1983 bis 2013 gedauert hat, zwischen den 2 großen Volksparteien, CSV und LSAP, mit einer kurzen Interruption von 1999 bis 2004, wo die DP an der Regierung war. Und die Koalition sollte dem Land, das war eine ideologische Begründung, Stabilität und soziale Frieden bringen. Und dafür war die Regierung auch angelöst, rundherum eine wirtschaftliche Reorientierung von einer Industrie zu einer Dienstleistungsgesellschaft und zu einer Bankenplatz. Sie war für alle angelöst, rundherum eine historische Allianz mit den größten Gewerkschaften, aber auch einen Dialog mit der Umwelt und anderen gesellschaftlichen Organisationen. Zusammen mit der letzten Juncker-Asselborn-Regierung als die historische Periode, den 20. Oktober 2013, definitiv benennen gegangen. Aber das ist auch bezeichnend, dass gerade die Galionsfigur von der Regierung, den Jean-Claude Juncker, dabei durch ein Bedrängnis geraten ist. Was war geschieht? Wir haben an unserer Wahlkampagne betont, dass wir eine Sozialkrise haben und dass wir eine demokratische Krise haben. Und dass beide Krisen zusammenhängen und dass sie alle beide eine historische Dimension erreicht haben. Die Sozialkrise als 10 Jahren evident, als sie als zurückzuführen auf die neoliberale Politik an der EU, und dürfen sie noch die Europawahlen das Jahr, der 25. Mai, die Fortsetzung von der Chamberwahlen. Sie als zurückzuführen auf die Umverteilungen, die geschieht sind am Land, zu Ungunsten von den Leuten, die arbeiten gehen. Die als zurückzuführen auf Machtverschiebungen an den letzten Jahren zu Ungunsten von den Gewerkschaften
a vun denen am Land, die eng méi fortschrittlich Politik wëlle machen. CSV an LSAP hunn déi politisch Reorientationun, die dofir notwendig war an dene lachte Joren ze summen durchgezogen, weil se immer méi an d'Abhängigkeit gerode sinn, vun dene Geester, die se selber geruf hätten. Finanzer Fungeplatz ass zu Lützeburg eng vun dene wichtigste Schallzentralen vum aktionärsgedrivenen Kapitalismus an die Banken an Fungeplatz huet immer méi ihre Stempel opgedreckt. Der Budgets a Sozialpolitik an noch der Wirtschaftspolitik. An ich mengen och Rolle vu Lützeburg an Europa weitgehend bestimmt, wie man dat mat der Präsidenz vum Eurogruppe und dem Jean-Claude Juncker gesinn hun, a wie den Länder dat de Moren ganz klar beschrieben huet. CSV, LSAP-Regierungen hunn sich wennst der Politik diese mat durchgezogen hun. Immer méi entfremd von ihrer sozialer Basis die Gewerkschaften. Die letzten 4 Jahre waren bei dem Entfriemungsprozess entscheidend wichtig. Austerität als der bestimmende Faktor von der Politik ging demals schon als den AAA von der Finanzmarkt zur Basis von der Finanzpolitik von dieser Regierung, dass zu Budgetaussparungen kommen, ob Kosten von den sozialen Transferen, dass aber nicht zu Aussparungen kommen bei den Transferen und Betrieben, die immer noch weitergegangen sind. Dass zu permanenten Steuersenkungen für Kapitalbesitzer kommen, dass zu permanente Steuersenkungen auch zum Profit von den Gewinner an den höheren Lohn kommen, aber auf der anderen Seite zu Solidaritätssteuern mit den Banken für die normalen Steuerzahler. Jahr für Jahr kommen zu Indexmanipulationen mit Kaufkraftverlusten. An die Regierung, an gerade Wirtschaftsminister Etienne Schneider, den Bemol als Hoffnungsträger von der LSAP abgetragen ist, hat sich an die Tarifautonomie von der Gewerkschaften angemischt und zu Lohnsenkungen abgerufen. Es kam auch zu einer tiefgreifender, langfristig angelösten Rentenreform unter dem Sozialversicherungsminister Masti Bartolomeo, mit dem Resultat, mehr lang arbeiten gehen, Männer herauskriegen, Zwang zur privaten Zusatzversicherung, keine Anpassung von der Renten- und Lohnentwicklung. Aber im Staat sind Privatgestionsmethoden an Angriffe an den Statut von der Fonction publique geplant gehen, mit Auswirkungen auch auf den Schulsektor, und mit Auswirkungen auf Personal von den Spitälern und von anderen Sozialstrukturen, die staatlich finanziert gehen. 4 Jahren hat es schon angefangen mit tiefgreifenden strukturellen Verschlechterungen an der Sozialversicherung. Für danach mit der DP an der Regierung, aber mit dem Akkord von der LSAP, die Demos an der Opposition waren, als die grosse Steuerreform Anfang von den 2000er Jahren kommt, die Basis als vom heutigen Defizit am Staatsbudget. So eine Politik, haben wir an der Wahlkampagne gesagt, kann nicht demokratisch sein, weil sie hält bei der Masse von den Leuten weg, die auch die Wähler sind, für eine kleine Minorität von Leuten zu gehen. Und dafür ist auch die Politik so intransparent, aber so undemokratisch gehen, weil sie das Spiegelbild von der ökonomischen Entwicklung ist. Leiving Wickringer Cargolux, das waren 2 Sachen, die eine gewisse Rolle gespielt haben an der Skandalentwicklung zu Lützeburg, waren am Anfang geholten Ausdruck vom Abgehen von öffentlichen Interessen. An dem engen Fall zugunsten von privaten Aktionären für ein Fußballstadion zu bauen, und an dem anderen Fall vis-à-vis von ausländischen Aktionären für so sehr wie möglich die 115 Millionen für die staatlichen Aktien zu kreieren, und plötzlich die Suche selber an die Entwicklung von der Aviation und dummer an tausenden Arbeitsplätzen zu investieren. Wenn ihr so ein Abgehen von staatlichem Abfluss langfristig ausgeseit, haben wir ja gesehen bei der ArcelorMittal. Aufgrund von unserer Präsenz an der SREL-Enquete-Kommission haben wir auch zum Schluss nach von der letzten Chambersession Versicht notzuweisen, was der Geheimdienst in Wirklichkeit ist, nämlich ein politisch und ideologisch Bespitzelungsinstrument, das einer wirklich demokratischen Kontrolle entzogen ist, am Netzwerk von der elektronischen Spionage weltweit, von dem wir all da mehr gewohnt gehen, was das überhaupt ist, am absolut rechtsfreien Raum funktioniert. Zur Krise von der Demokratie, wie sie zum Schluss von der CSV-LSAP-Regierung offensichtlich ging, als
huet awer auch der Rofürdigung a fir alle Mengeg selbst a Rofürdigung vum Parlament gehéiert. Konstitutionell gesinn waren Neuwahlen eng Fachs, wer d' Regierung net demissionéiert huet. Dat gëtt da keine Männer Land. Wir vum eng Demission vun der Regierung als Präalabel vun Neuwahlen verlangt. An lesen haut an senger Chronik iwwer de Regierungsvirsel schreibt Zeitung Forum as enger lächter Nummer a bescheinigt da is die Einsicht gewirchte sinn, déi den verfassungsmäßigschen Iwerblick an der froh behalen hunn. Der LSAP awer ihrerseits huet zwar dem Juncker Vertrauen entzun, aber ass mat dem Sitze bliwen an der Regierung an huet nach weiter Gesetzer deposéiert, die haut nach an der Chamber zum Wort stehen. An DP gering an ADR die sogenannte Opposition die Zeit hun bei der Fars matt gespielt. An den parteiübergreifende Konsens mengen ich seht genug aus iwwer die Parteien. Die demokratische Krise, wie sie generell am Israel-Skandal gewiesen huet also zwar Neuwahlen ausgelöst, das kann ich noch so, als für Neuwahlen instrumentalisiert gehen. Sie huet aber auf der anderen Seite zu keinem wirklichen demokratischen Neuaufhang gefauert. Denn Machiavelli huet mal gesagt, das schwer sich vom Prinz last zu lesen, wann ihn du gewinnen das. Ich gebe mal so, der Prinz als de non-demokratische Staat, wie sie an den letzten Jahrzehnten zu Lützeburg herausgebildet wird. Die Periode, die lo River gegangen ist, hat als Pendant nämlich auch eine Opposition, die ja viele Frohen zum herrschenden Block hier am Land geheiert wird, an die wesentlichen Aspekte von der Politik hier am Land mattgedrohen wird, die mehr kritisiert haben. Und wenn ich wirklich will, man dem Staat, mit dem, was CSV-Staat genannt wird, als Brierchen, haben wir dem uns gesagt, muss in 3 Sachen machen. Ein demokratischen Neuaufhang auf allen Niveauen, auch bei der Machtbestimmung an der Wirtschaft, auf und allem do, eine Umverteilung vom Reichtum in Richtung von mehr sozialer Gleichheit, an ein gesellschaftlicher politisches Bündnis mit einem gemeinsamen Programm für so eine Politik durchzuziehen. Wir sind aber als die Linke allein mit so einem Programm an die Wahl gegangen. Wie ist das Wahlresultat vom 20. Oktober anzuschätzen? Was hat sich wirklich verändert? CSV und LSAP sieht für ihn 2% an denen 3% an denen 2 großen Bezirke verloren. Und ich meine allein, dass sie zur Summe verloren, als das wichtigste Resultat von den Wahlen, das dann von einer geschichtlichen Periode, die damals angelegt ist. Der LSAP hat zwar hier Sitz behalten, was die neue Koalition ermöglicht hat, aber sie hat den Abfluss verloren. Sitzverdelung an sich ist nicht so wichtig, der jasnehmenden Ausdruck von einer Rechenmethode, die die Großparteien befehligt. Was aber auch für allem neu ist, dass das CSV an ihr politisches Personal für die erste Kehr geschlossen aus Wahlen hervorgegangen sind. Und ich gebe so, sie sind noch mehr politisch wie arithmetisch geschlossen aus den Wahlen herausgegangen. In dem Sinn war die Art Palastrevolution, die LSAP aus der Regierung herausgemäht wird, erfolgreich. Von den Parteien, die an der Chambre sind, gibt es 2 Gewinner, DP auf Kosten von der CSV, und die Linke auf Kosten hauptsächlich von der LSAP an der CSV am Süden, an den Geringen am Zentrum. Als Gewinner sie wohl zurückzuführen auf einen gewerkschaftlichen Abfluss, an ob als konsequent demokratische Haltung an den Skandalen von den letzten Jahren, zum Beispiel auch an der Enquete, über Israel. Gewonnen haben also die liberal-Rechtspartei auf der einen Seite und die gesellschaftskritische Linkspartei auf der anderen Seite. Und ich meine noch, dass es zwischen denen 2 Ausrichtungen ist, egal wie ihr hier numerisch stärkt, ist, wo die Sozialisten an die Gring an der neuen Regierung müssen ihre Standort bestimmen. Ich meine, dass das ein Enjeu ist in der neuen Regierung und daran leider als besonders Verantwortung. Globale Links-Rechtsverhältnis aber hat sich nichts verändert. CSV bleibt mit ca. 32% oder 35% am Süden und am Zentrum bei weitem die stärkste
Partei insgesamt bleibt auch am Parlament für alle Mochte statt Fallsystem, was die Großpartei befehligt, Links-Rechts-Verhältnis mit 21 Sitze für LSAP, die gering an die Lenk, an 39 Sitze für CSV, DP, an RDR, muss ich das auch bedenken. Wie schwer eigentlich die Lenk insgesamt nach zu Lützeburg parlamentarisch vertrat ist, bleibt dasselbe, das Links-Rechts-Verhältnis. Es gibt schon auf der Linke eine Verschiebung zwischen der Lenk, die beikrit hat, an den Geringen, die verloren haben. An CSV bleibt weiterhin eine Sperrminorität von 23 Sitzen, immerhin 23 Sitzen. Bei wichtigen gesellschaftlichen Reformen, wie zum Beispiel beim Wahlrecht, kennt kein Land CSV weiterhin an der Chambre. Es gibt also zu Lützeburg im Moment, am Gegensatz zu Frankreich oder Deutschland, kein arithmetisch lenk parlamentarisch Majoritäten für gesellschaftliche Veränderungen einmal vorausgesagt, sie wäre bei all diesen Parteien gewollt. Das meine ich, für so eine Änderung am Kräfteverhältnis zu erreichen, das ist der Enjeu für zukünftige Auseinandersetzungen. Wobei zum Beispiel so froh, wie kann ich überhaupt Fehler gehen zu Lützeburg? Wie denen mit Wahlrecht aus eine wesentliche Rolle dabei spielen, für das wir haben mal auch die Sozialschichten vom Salariat, die mehr auch vertreten, an die kein Wahlrecht haben, für das die auch einmal können mitbestimmen hier am Land. Die Möglichkeit von einer Koalition ohne CSV, aber aus den Wahlabend abgegangen, an as auch direkt ergriffen gehen. Dabei aber von Putsch zu schwätzen, weil Jean-Claude Juncker als Vertreter von der stärksten Partei nicht Formateur von der neuen Regierung ging, wie CSV das versucht zu machen, das ist schon ein starkes Stück. Aber weiß just, wie machtgeil an dementsprechend Realitätsplan die Partei gibt, und wie wichtig das war, sie an die Opposition zu schicken. Wir haben als die Lenk die Bildung von der neuen Koalition von Anfang an kritisch begleitet, indem hier jeweilig Wahlprogramme mit mir verglichen. Das Ganze ja klar ging, dass ob schon mal 13 Sitze an der neuen Koalition von 32 Sitzen minoritär die bürgerliche DP aufgrund von ihrer Wahlgewinner während Jahre zu Parteien verloren haben, gibt ideologisch stark die Koalition beeinflussen. Die DP ist eine Partei, da sind wir als alle guten eins, die klar das Interesse von den dominanten Wirtschaftskräften hier am Land, die gern weitgehend sozialstaatliche Strukturreformen hätten, vertritt, auch wenn sie offiziell ugeht für den sozialen Dialog zu sehen. Sie kann das umso mehr besser, weil auch an den Programmen von LSAP gering wirtschaftsliberal Inhalte ganz präsent waren. Das betrifft auch die Zusammensetzung von den Listen von all den Parteien, die die Regierung bilden, wo so patronatsfreundliche Initiativen wie 45, wo der Lützeburg 2020, die am Wahlkampf angetreten sind, für am Fungehol eine kapitalistische Modernisierung zu Lützeburg, die Initiativen hatten schon auf der Liste selber von den Parteien einen ganz starken Einfluss. An übrigens noch nie war ein Chamber so von Patronatslobbyisten bei allen Parteien, außer Häuser natürlich, durchsetzt, wie das ja der Fall ist. Das ist also auch Parteiparteien, noch als CSV und RDR, als der Opposition, sind ganz viele Wirtschaftslobbyisten, unter den Deputierten, die gewählt sind. Wir haben also immer eine wirtschaftsliberale Koalition, mehr, wir haben das auch gesagt, direkt bei den Wahlen. Das ist aber auch eine Koalition, wo gewisse gesellschaftliche Modernisierungen und Demokratisierungen verlangt gehen, weil sie unausweichlich sind, weil so übrigens schon lange für Drohnen mit der CSV angefangen sind zu machen, dass aber auch immer blockiert gehen. Ob der sei, dann gibt es Zeit, dass die Reformen gemäht gehen. Das haben wir verlangt bei den Koalitionsverhandlungen. Wir verlangen doch heute nach, zum Beispiel, was der laizistische Staat geht, zum Beispiel, was Wahlrecht geht, zum Beispiel auch bei der Demokratisierung von der Verfassung. Wie gesagt, vom Tun auf den Koalitionsprogramm selber an, ob die 100
an als Perspektive für Zukunft bei der neuen Regierung werden Justin Herr nun Aragoen. Ich will damit schließen, dass zwischen einem letzten öffentlichen Kongress an der Regierungsbildung wichtig Weichen hier am Land gestaltet sind. Die neue Regierung werden ein Spannungsfeld schaffen, zum Teil ein neues Spannungsfeld schaffen, an dem Gewerkschaften, Umweltorganisationen und Organisationen, die für mehr Demokratie antreten, werden verlangen, dass eine Politik gemäht wird, die alles ernst als wie eine wirtschaftsliberale Politik, wann sie soll, erfolgreich sein. Und das auch an dem Spannungsfeld zwischen den gesellschaftlichen Kräften, die für Veränderungen antreten, an der neuen Regierung, mit der CSV an der Opposition, wo eis Rolle zu spielen ist. Von einer Organisation wie EISA, die am 15. Jahr von ihrem Bestehen, werden wir übrigens geschwind, werden feiern, hier Rolle wirklich kann spielen, mehr wie je für drin, kann spielen, eine enge Voraussetzung, mengen ich, sie bleibt wie biselo kreativ, kämpferisch, an auch, was ganz wichtig ist, sie bleibt ähnlich. So nicht, merci.